Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem fünften Let's Play Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Und zwar mache ich jetzt doch noch ein letztes Let's Play aus dem Grund, dass mich jemand angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich auch ein paar Fahrzeuge wie die Panzer oder so zeigen könnte und auch ob ich die Waffen, die jede Klasse benutzen kann, zeigen kann. Ja, die Waffen, die jede Klasse benutzen kann, sind nicht viel verändert worden. Zum ersten die M1A1 oder Thompson genannt. Ähm, ja, ist eine MP und hat einen mittleren Schaden, eine mittlere Genauigkeit auch und eine relativ hohe Feuerrate. Dann gibt es die 870 MCS, ist eigentlich wie die Schrotflinte vom normalen Bad Company 2. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt, aber es ist eigentlich ziemlich gleich, einfach halt jetzt in Vietnam. Und dann gibt es neu den M2 Flammenwerfer. Ähm, ja, die Werte hier kann man nicht richtig benutzen, weil ja, es ist halt eben ein Flammenwerfer. Man kann damit halt eben Landschaften anzünden und auch Gegner abfackeln. Ja, wenn man den Veteranenstatus hätte, könnte man noch die M1 haben, aber den habe ich jetzt halt nicht. Dann, ja, Gadgets also Gadgets gibt es natürlich keine neuen und Spezialisierungen sind die gleichen wie im alten. Ja, und jetzt gibt es auch noch eine fünfte Map, eine neue, und die heißt Operation Hastings oder so ähnlich. Und da kommen auch relativ viele Fahrzeuge vor. Ähm, ja, dann gehe ich jetzt mal in den Server. Es ist das, was viele als Stippvisite in der Hölle bezeichnen würden. Amerikanische Truppen rüsten sich für Einsätze entlang der entmilitarisierten Zone. Vor wenigen Jahren wurde in etwa der gleichen Umgebung eine ähnliche Schlacht mit verheerenden Folgen ausgetragen. Das US Command hat daraus gelernt und wichtige Einheiten aller Bereiche abkommandiert, darunter Kampfjets, Helikopter und Panzerfahrzeuge aller Klassen. Nach einer Pressekonferenz ließ CENTCOM verlauten, die NBA wird den vollen Zorn amerikanischer Macht zu spüren bekommen. Der Feind hat unser C4 entschärft. So, jetzt sind wir hier im Spiel und ich nehme jetzt mal den Sanitäter, weil der heilen kann. Und als erstes mal die Schrotflinte. Ähm, ja, zuerst nehme ich es jetzt mal ohne das 12 Sabot Projektil. Ja, weil dann ist es halt wie eine Schrotflinte, sonst fliegt, also kann man ja nur einen Schuss schießen, der dafür extrem genau ist. Scharfschütze, pass auf deinen Arsch auf! Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich auch ein paar Kills schaffen werde, weil ich nehme die Schrotflinte normalerweise weniger. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Verdammt nochmal! Komm doch, Bastard! Scheiße, Scharfschütze! Auf den Boden! Ja, wie gesagt, die Schrotflinte hat sich nicht groß verändert. Also im Vergleich zu den anderen Waffen ist sie, glaube ich, in Vietnam ein bisschen stärker, aber ja, im Großen und Ganzen ist sie immer noch gleich wie im normalen Bad Company 2. Scheiße! Die haben unsere Strecke abgesperrt!
Nachteil an der Schrotflinte ohne das spezielle Geschoss ist natürlich, dass sie aus der Entfernung nichts ausrichten kann. Und ja, deshalb nehme ich normalerweise die Schrotflinte auch eher mit dem Geschoss, wenn ich sie überhaupt mal benutze. Ich denke, wenn ich in diesem Leben keinen Kill schaffe, dann nehme ich mal mit dem Geschoss. Ja, ich nehme jetzt mal das Geschoss. Vielleicht schaffe ich dann wenigstens ein paar Kills. Ich finde ehrlich gesagt, mit dem Geschoss ist die Schrotflinte fast wie ein Scharfschützengewehr, einfach ohne Visier. Weil so extrem genau wie die schießt, das ist wirklich Pass auf deinen Arsch auf! unglaublich sozusagen für eine Schrotflinte. Gute Arbeit, Kumpel. C4 ist scharf. Man hat ja jetzt gesehen, dass ich dem sogar einen Kopfschuss, wenn ich das nicht wirklich vorgehabt habe. Ja. Magazinwechsel! Brauchen Deckung! Achtung! Erste Hilfe! Erst abgebracht haben! Eine Bravo gesichert! Granate! Granate! Gebiet gesichert! Weiter jetzt! Los noch! Werfe Granate! Komm hierher zurück! Die Map hier finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel, also nicht überragend. Ich finde es gibt bessere Maps eigentlich. Das ist die falsche Richtung! Ja, ich zeige sonst noch die anderen Waffen. Zuerst mal die Thompson oder M1A1 kann man der auch sagen. Ja. Die Thompson ist glaube ich genau gleich wie im alten. Die hat sich überhaupt nicht verändert, soviel ich weiß. Gib mir Rückendeckung! Ja, der hat jetzt auch die Thompson gehabt, hat man gerade gesehen. Und ja, die Thompson kann auch aus der Entfernung treffen, aber das Visier der Thompson ist ein bisschen, ja, ungenau, finde ich. Ja, weil hier, wo man drüber zieht, ist so ein bisschen wie ein Klotz. Das ist für mich jetzt ein bisschen ungenau. Verdammt gute Arbeit! Bravo ist abgehakt!
Ja, die Thompson ist sicher genau genug, würde ich sagen, für eine MP. Und sie ist halt, ja, so aus mittlerer Entfernung relativ nützlich, würde ich mal sagen. Aus der Nähe ist sie ein bisschen, also hat sie ein bisschen eine zu kleine Feuerrate, finde ich, und sie ist auch nicht die stärkste. Deshalb ist die Thompson eher aus, ja, eben mittlerer Entfernung gut gedacht. Ja, jetzt zeige ich euch noch den Flammenwerfer, der ist halt wirklich nur aus dem Nahkampf geeignet. Aber was am Flammenwerfer praktisch ist, wenn man zum Beispiel eine Sprengladung gelegt hat, sagen wir jetzt hier wäre die Sprengladung, dann kann man so mit dem Flammenwerfer rumherum fahren und dann brennt es hier. Und dann können die Gegner halt zum Beispiel nicht so einfach die Sprengladung entschärfen. Mit dem Flammenwerfer kann man auch die Sicht des Gegners einschränken, weil die Flammen, die sind ziemlich dicht, also man kann da nicht mehr gut hindurchsehen. Das ist auch ein Vorteil des Flammenwerfers. Aber zum Gegnerkillen finde ich, der Flammenwerfer ist nicht ideal geeignet, ehrlich gesagt. Er ist einfach so ein bisschen zum Unterstützen, aber ja, es ist nicht die beste Waffe. Ja, das Problem am Flammenwerfer ist hauptsächlich, wie man jetzt gesehen hat, aus der Entfernung kann man, wie gesagt, nichts ausrichten, aber wirklich überhaupt nichts. Ja, weil mit der Pistole kann man da halt auch nicht viel machen und das ist halt schon ein Problem, da kommt man nicht so gut an die Gegner ran. Das Einzige, was man mit dem Flammenwerfer eigentlich machen kann, ist entweder als Verteidiger halt Wege zum Beispiel absperren, also abtrennen, oder einfach drauf losrushen. Man hat jetzt gesehen, man muss wirklich extrem nahe ran, also das ist schon schwer. Ja. Und auch aus der Nähe kann der Gegner noch was ausrichten, also mit dem Flammenwerfer muss man schon Erfahrung haben, damit man da auch einigermaßen Kills schafft. Also ich persönlich finde den Flammenwerfer jetzt nicht ideal. Ja, und jetzt hat man auch gesehen, für das ist er noch nützlich, wenn man irgendwie so ein bisschen Panik machen will, aber ja, ansonsten nicht wirklich eine gute Waffe, würde ich sagen.